Hallihallo, das ist Vatalio und willkommen zum neuen Let's Play. Nämlich zu Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Genau, das haben wir ja schon vor 3 Tagen angekündigt, dass wir heute mit dem anfangen. Und das machen wir. Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht mehr, als ich beim The Inner World 1 gewusst habe. Also einfach wie gesagt, es ist ein Point-and-Click. Das Einzige, was halt jetzt neu dazukommt, ist, dass wir zu wissen haben, was im 1 passiert ist. Genau. Ja, ich freue mich mega auf das Spiel, ich habe das 1 super cool gefunden. Und dann würde ich doch sagen, starten wir Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Von allen Welten, die ihr euch vorstellen könnt, ist die, von der ich euch jetzt erzählen werde, wohl die seltsamste. Asposien liegt inmitten des unendlichen Erdreiches. Ein großes, rundes Loch, bewohnt von den gestreiften Asposern, beatmet von nur 4 Windbrunnen. Seit jeher wurden diese Quellen von den Windmönchen bewacht. Sie waren eins mit dem Wind und manchmal auch mit dem Glücksspiel oder dem Wurzelbier. Wie bei jedem anderen Volk erzählte man sich Geschichten über den Ursprung des Windes. Die Geschichte von gigantischen Windgöttern, die Asposien beatmeten, schien den meisten einzuleuchten. Man nannte sie die Basilen. Trotzdem waren alle sehr überrascht, als die Viecher dann plötzlich aus dem Brunnen kamen und anfingen, Asposer zu versteinern. Der Windmönch Conroy übernahm die Herrschaft. 15 lange Jahre beschützte er die Asposer vor den Windgöttern. Er predigte Entsagung und Gehorsam, um die Götter milde zu stimmen. Es waren dunkle Zeiten. Nun sollte man aber wissen, dass das absolute Humbug war. Es gab keine Götter. Conroy hatte die Viecher selbst gebaut, um das Volk mit Angst und Terror zu beherrschen. Bis ihm schließlich vor 3 Jahren von einem jungen Helden ein Ende gesetzt wurde. Und die wahre Geschichte hinter dem Ursprung des Windes? Die heilige Dynastie der Flötennasen beatmet Asposien seit Anbeginn der Zeit. Sie leben versteckt im Wald und spielen das Lied des Windes. Ein Geheimnis, das lange Zeit gut behütet blieb. Seht ihn euch an. Schaut in seine linkischen Augen. Seht ihr, was ich sehe, meine Brüder und Schwestern? Einen Verräter, einen Mörder, einen abscheulichen Witz der Natur. Er und seinesgleichen waren es, die mit ihren Nasen die Basilen beschworen haben, die ihre versteinernden Blicke auf unschuldige Asposer gelenkt haben. Uiuiui. Sie haben unseren Abt Conroy ermordet, feige ermordet. Jahrelang hat er uns vor den Basilen geschützt, wie ein Vater seine Hände über uns gehalten. Er hat die Basilen besänftigt, die sie auf uns losgelassen haben. Mein Name ist Serofius Cedur Cantate, 2. Unterflötist. Meine ewige Aufgabe ist es, das Windlied zu spielen und das Leben in Asposien zu erhalten. Durch unsere Dynastie atmen die Brunnen. Wir sind ein Werkzeug des Windes. Was hat die Flötennase gesagt? Lauter! Nein, bitte! Ihr werdet alle ersticken, wenn wir unser Lied nicht spielen können. Seid ihr alle vollkommen bescheuert? Conroy war böse. Conroy war unser Retter. Er ist für uns im Kampf gegen diese Unwürdigen gestorben. Aber wir werden ihn zurückholen, meine lieben Brüder und Schwestern. Und das Erste, das unser Abt Conroy sehen wird, wenn wir ihn endlich entsteinert haben, wird sein, wie alle Flötennasen, alle in den Windbrunnen geworfen werden. Boah, krass. Ihr bringt Okay. euch alle um. Kapiert ihr nicht, dass Conroy die Basilen selbst gebaut hat? Unser König wird kommen. Er wird den Einklang bringen. So will es die Prophezeiung.
ihr es alle gesehen? Er wollte schon wieder einen Basilen beschwören. Oh nee. Oh Gott, no. So wahr ich hier stehe, meine Brüder und Schwestern, als Conroys Vertreter. Wir werden auch die letzte Flötennase finden und wir werden ihnen ein Ende setzen. Und dieser König soll nur kommen. Ihn werden wir als Ersten in den Brunnen stoßen. Oh Gott, Leute. Es ist völlig außer Kontrolle geraten. Wir haben ja da heftigste Anspielungen zum Zweiten Weltkrieg, so mit dem Banner. Und ja, da unser Herr da auf dem Rednerpult, der kommt dem irgendwie auch ein bisschen bekannt vor. Und das ist er, der König von Asposien. Oh, was ist denn passiert? Robert. Versteinert, hilflos, allein. Sie haben ihn schon Aber versteinert? er ist nicht ganz allein. Seine treue Taube ist da, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Hack. Okay, willkommen. Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir. Machen wir nochmal. Ja, das hat sich, glaube ich, nicht wirklich groß verändert. Hotspots anzeigen, Hotspot wählen. Gut, Inventar öffnen, jawohl, bestätigen, jawohl. Okay. Rätselhilfe gibt's immer noch, das finde ich noch super. Okay. Ja, so wie es aussieht, starten wir einfach hier mal als Hack, mal etwas anderes. Finde ich lustig. Ja, okay, wie wir haben mitbekommen ist, ja, ganz Asposien durch so einen Dude, der sehr glaubwürdig kann erzählen kann. Irgendwie, das ganze Volk ist von dem manipuliert worden, genau. Und ja, wir haben ja gesehen, es hat noch Aluhut der gehabt. Also der eine hat auch so einen Aluhut aufgehabt. Ich glaube, Asposien ist in dem Moment recht fucked up, würde ich mal sagen. Okay, jedenfalls sind wir jetzt im Spiel. Ja. Und unsere Aufgabe ist es als Hack jetzt der Robert oder Ocario Boe, der Dritte, glaubst zu befreien. Oder der Zweite, ich weiß es nicht mehr genau, okay. Hack, mach doch mal. Ah, ich kann natürlich auch Punkte anzeigen. Okay. Ein Steinerungsauge, okay. Können wir das? Nein. Oh. Okay. Jetzt ist es auf der anderen Seite, okay. Jetzt mal schauen, was wir da alles für Punkte haben. Und kann der Hack überhaupt etwas... Ja, der kann nicht wirklich etwas sagen. Was haben wir da? Fressblüte. Okay, das hat irgendwie nicht viel gebracht. Stoßzahn. Das geht nicht, okay. Tür. Oh, okay. Grüß Qual. Wurzellurch. Okay. Ich kann nicht mit dem Ding interagieren. Das ist jetzt irgendwie alles noch schwierig, wo wir weiss halt nicht genau, der Hack kann halt nicht reden, er kann nichts dazu kommentieren. Er sagt nur, okay, da haben wir eine sehr interessant geformte Pflanze da oben. Können wir irgendetwas mit der machen? Okay. Vielleicht hat das einen Grund, warum die Pflanze so geformt ist. I don't know. Okay, was hat er jetzt? Immer noch nicht, okay. Willst du noch mal eine Dusche? Oh. Okay. I don't get it. Ameisenball. Blick. Okay. Ist das alles, was es macht? Oder es ist schon ein bisschen mehr rum? Ja, dünkt es mir noch, oder sind wirklich mehr? Okay, probieren noch einmal, wenn es nicht geht. Dann wissen wir sind hier falsch dran. Und wir wissen, wir sind hier falsch dran. Okay, Liane. Okay, wir haben etwas geändert. Ameisenbau. Kannst du nochmal... Hack, besser gesagt. Okay, jetzt klettern sie dort rauf. Ameisen. Wow, sicke Ameisen. Okay. Augenklappe. Blick. Okay, interessant. Jetzt gehen sie wieder runter.
Ja. Nice, die Ameisen sind gut. Jetzt brauchen wir natürlich ein Versteinerungsauge. Das wollen wir nicht da drinnen. Das andere Versteinerungsauge wollen wir auch nicht da drinnen. Ich glaube, mir wird so ein bisschen Point-and-Click. Ist mir noch so letztes Mal, oder ist das manchmal so gegen Anfang ein mega Ausprobieren gewesen. Oh. Okay, hallo. Ich habe das Gefühl... Okay, jetzt geht er wieder rauf, oder was? Nein. Ich habe das Gefühl, mir wird halt, je länger das man spielt, desto besser wird man wohl. Man kennt halt so langsam die... So ein bisschen die Sachen, wo man muss darauf achten, darauf schauen. Es ist so ein bisschen wie eine Sprache, die man lernt. Wo man dann irgendwie mehr checkt. Okay. Aber jetzt sind wir zuerst einmal noch herausfinden, was macht. Okay, der Auslöser bringt jetzt nichts. Hier hat es jedenfalls mal ein Entsteinerungsauge. Das ist schon mal gut. Das kann von mir aus schon mal hier rein. Jetzt brauchen wir ja eigentlich nur noch ein zweites. Und dann können wir da oben auch schon auf den Knopf drücken. Ich glaube, jetzt funktioniert das noch nicht. Kurz. Nope, it doesn't work yet. Okay. Wie bekommen wir da die Kugeln? Vielleicht, wenn wir dem hier eine andere geben. Da. Jetzt. So, da kannst du. Okay, I see. In dem Fall noch eine Scheiße rein. Aber wahrscheinlich können sie nicht mehr als eins tragen. Das heisst, wenn wir jetzt eins dran touchen, dann wird dann das andere rausgespäut. Oder es verschwinden. Ja, verschwinden. Es ist nicht verschwunden, nein. Okay, was wir machen, wir geben dem hier das da und nehmen jetzt das da, dem da weg. Ha! Got it! So, du das mal da reinhacken. Und jetzt, die Kröte ist wieder mal in meinem Hals drin, ne? Probieren wir da nochmal auf den Auslöser zu drücken und hopefully... Tada! Ah? Doch. Oh oh. Okay. Was? Ein Dude mit einem Phosphos auf dem Kopf. Oder ein Dude in. Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer bin ich? So geht's Ich mir erinnere jeden mich Morgen. nur noch, dass ich in den Wald gelaufen bin. Dann bin ich über einen Basilen gestolpert. Danach habe ich einen Lichtblitz gesehen. Oh Mann, ich muss mich selbst versteinert haben. Wer du bist? Du bist Robert. Erinnerst du dich nicht? Woran? Du bist Oh, eine no. Flötennase. Der Sohn des Königs, der Thronerbe. Klingelt da nichts? Conroy hat dich als Baby vor 18 Jahren entführt, als er alle Flötennasen versteinert hat. Du bist bei ihm aufgewachsen, ohne zu wissen, dass dein Vater der König war? Conroy? Ich dachte... Ja, richtig. Okay. Was Mann, soll ist ich das- noch mit dir machen? Ich hab dich großgezogen wie einen Sohn und wie dankst du es mir? Du malst das jetzt so lange, bis das ordentlich aussieht. Oh. Und was soll das mit den ganzen Blümchen? Was bist du? Ein Mädchen? Armer Robert. Robert, Junge, hör mal. Ich sag es dir vielleicht nicht oft genug. Aber du musst dich gar nicht wundern, dass deine Eltern dich ausgesetzt haben. Ah, der Conroy ist so ein Niemand hoher wollte Wichser. dich. Und wenn ich dich nicht als Baby von der Straße aufgelesen hätte, wärst du jetzt tot. Aber jetzt bist du hier und das ist eben so. Na komm, jetzt spiel mein Lied. Aber im Conroy seine Stimme hat sich geändert. Im Vergleich zum Ace. Oh, okay. Ja, richtig. 15 Jahre lang.
Naja, du hast ihn ja besiegt. Kopf hoch, Junge. Nun frage ich mich allerdings, warum du hier so im Wald herumstehst, anstatt endlich König zu sein. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich vielleicht nicht würdig bin, König zu sein. Oh. Ich würde so weit gehen zu sagen, du bist nicht würdig, ein Schuhputzer zu sein. König. Okay, jetzt haben wir da noch... Was war das? Nein, sei still. Okay, Was? okay. Mit wem hast du gerade geredet? Traumatized Robert. Niemandem. Sicherlich nicht mit Conroys imaginärer Stimme in meinem Kopf. Ah. Oh, jetzt Hör auf müssen wir zu das... träumen und hör mir zu. Die Flötennasen sind in Gefahr. Und du weißt, wenn es euch nicht mehr gibt, dann gibt es bald keinen Wind mehr. Oh nein. Da sagst du was, Junge. Aber es gibt Hoffnung. Es existiert eine uralte Prophezeiung. Die Okay. Sage vom Einklang. Alle Flötennasen und alle Aspose werden in Glück und Einigkeit im Wind miteinander leben. Aber der den Einklang bringen soll, versteckt sich. Du musst ihn finden. Begib dich auf die Suche nach dem letzten Windmönch. Nur so kannst du Asposien retten. Okay. Retten, retten. Wartet! Wo soll ich anfangen zu suchen? Oh, der letzte Windmönch befindet sich auf der anderen Seite Asposiens. Da fährt, glaube ich, eine Seilbahn von Wollingen aus. Okay. Die 8 mit einmal umsteigen, soweit ich weiß. Aber frag lieber noch mal nach. Alles klar. Danke. Du bist vollkommen allein, mein Oh, Jesus, jetzt müssen wir das die ganze Zeit Hör auf. hören. Du bist versteinert. Lass mich in Ruhe. Die ganze Zeit seine Niemals. Stimme im Kopf. Ich bin ein Teil von dir. Ja, Konzentrier dich, Robert. Du musst Asposien retten. definitiv Das traumatized. wirst du niemals schaffen. Und das weißt du auch. Du kannst mit dem linken Stick die Charaktere wechseln. Okay. Interessant. In dem Fall wahrscheinlich draufdrücken. Ja, genau, draufdrücken auf den linken Stick. Okay, können wir jetzt da noch irgendetwas machen? Ein Stosszahn, den haben wir jetzt mal dabei. Was kann ich da mit dieser Pfütze? Ich kann mich darin spiegeln. Hallo, Robert. Okay. Tja. Ich möchte keinen Ärger. Okay. Tja, was machen wir denn mit dem Stoßzahn? Tun wir die da irgendwie? Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. Okay, okay. Er hat neue Sprüche bekommen, wenn etwas nicht funktioniert. Ja, was machen wir denn? Da oben ist noch etwas schwere Baumfrucht. Wirklich interessant. Mhm. Hack, kannst du mal schauen, ob du etwas mit dieser Baumfrucht für mich machen kannst? Jawohl. Ich finde noch ein cooles Spielkonzept jetzt hier im 2, dass sich das ein bisschen unterscheidet vom 1, dass man halt so verschiedene Sachen machen kann. Also, was labere ich da? Dass man halt die Möglichkeit hat, Charaktere zu wechseln. Das ist eigentlich das, was ich Das sagen würde nicht funktionieren. Okay, mit dem Spalt. Vielleicht können wir da rein den Stosszahn tun. Nein, den Stosszahn sollst du in den Spalt tun. Der Stoßzahn sitzt locker in der Spalte im Boden. Und jetzt haust du mit der schweren Frucht auf den Stosszahn drauf. Erscheint logisch. Ich bräuchte nur noch einen Grund, das zu tun. Just do it, Robert, come on. Dazu fällt Was brauchst du für einen Grund? Was logisch erscheint? erscheint logisch. Okay, er braucht einen Grund. Okay, dann geben wir dem Robert jetzt irgendwie noch einen Grund. Hä? Gehen wir da mal mit dem Hack nochmal da die Tür aufklepfen. Das geht irgendwie nicht mehr.
Warum denn nicht? Hack, kannst du hier? Nein, wie haben wir das denn gemacht, Leute? Es gibt doch irgendwo noch so ein Viech. Okay, in dem Fall halt nicht. Hack hat aber auch die schwere Baumfrucht. Der sollte wieder offen sein, aber wie haben wir das aufgebracht? Das ist die Frage. Einmal nicht mit dem Ameisenbau. Blub. Hack ist am Umhacken. Abhang, Ausblick. Das kann er nicht. Nein. Kannst du mit dem Stoßzang hier etwas machen, Hack? Das reicht nicht, um den Zahn festzuklopfen. Eben, dann tu doch mit der schweren Baumfrucht das da. Das könnte ja eigentlich der Robert für dich machen. Aber will er irgendwie nicht, so wie es scheint. Wir können ja die hier mal wieder mitnehmen. Einfach so, dass wir die einfach bei uns haben. Die Frage ist, brauche ich noch das Versteinerungszeugs? Ich weiß gar nicht, was ich denn versteinern Es ist echt komisch, dass es da nicht mehr aufgeht, wo der andere Dude drin war. Und dann heisst ja eigentlich, dass das gar nicht da braucht. Und ich habe schon keine Ahnung, was ich... Da hinten ist ein Dorf. Dort treffe ich sicher hilfsbereite, nette Asposer. Ah, Robert, du bist zu lang versteinert gsi. Es sieht leider nicht alles so rosig aus. Da unten scheint ein Weg lang zu führen. Jawohl. Im Gegenteil, es sieht eigentlich schon... Es ist fast noch schlimmer als im Eis. Im Eis ist halt... Also im Eis haben wir halt auch herausgefunden, was passiert ist. Und jetzt im 2 ist halt eigentlich haben wir ja alles schon gerettet, aber dann kommen irgend so ein paar Dudes, die sagen, nein, die Windnasen oder die Flötennasen, die sind nicht cool, die machen alles kaputt, die hetzen die Basile auf uns und dabei hat jeder Conroy gebaut und es ist schrecklich, alles ist furchtbar. Gewalt ist keine Lösung. Okay. Okay, back to Robert. Kannst du da das Dörri mal Ich möchte keinen Ärger. Nein, kannst du nicht, okay. Kannst du mit dem Ameisen... Sieht verlassen aus. Okay. Fressblüte. Was für eine seltsame Pflanze. Ja. Die ist festgewachsen. Ja, du musst ja nicht ausschreissen, musst du. Die Frage ist, brauche ich die Versteinerungsaugen? I don't know. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt schon überfordert. Jedenfalls, das Ziel ist ja da, das da irgendwie machen, dass das runterbricht. Erscheint logisch. Ich bräuchte nur noch einen Grund, das zu tun. Den Satz check ich nicht. Wo du runter willst, Robert. Oder muss etwas draufstehen, für das du das kannst machen? Okay, wisst ihr was, Leute? Zeit für die Rätselhilfe. Gelange nach Wollingen. Ja. Ganz rechts unten. Ja, genau. Du bräuchtest eine Art Leiter, um von dem Felssprung rechts zum Abhang zu gelangen. Okay. Das sieht doch nach einer Leiter aus da. Ha, Mist. Er ist zu biegsam. Warum Mist? Ah, okay, Moment. Das Ding da versteinern, das wäre doch eine Idee. Das könnte doch eine Idee sein. Okay, du bekommst eins von dem.
Du gibst mir dafür das hier. Ich gebe dir eins von dem. Und du gibst mir wieder das da. So, jetzt packen wir das Zeugs da rein. Blöpp. Falsch. Hier eins. Und hier eins. Hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt haben wir es noch gar nicht rein da. Hoffe nicht, dass wir wieder den Robert versteinern, wo der ist erst gerade aufgewacht. Oh. Ja. Geht ja. Okay, und jetzt fragt mich nicht warum, aber ich würde gerne die Augen da mitnehmen. Also nicht die da, sondern die Entsteinerungsaugen. Wobei sie die Leute nicht versteinern, sie tun sie die Brunnen aber schiessen. Aber ich will gleich die Entsteinerungsaugen mitnehmen. Wir weiss ja nie, wann dass man die wieder brauchen kann. So gibst du mir den. Ich gebe dir... Nein, ich gebe dir nicht mit dem Kopf einen Touch, sondern ich gebe dir das Versteinerungsauge und nehme hier dir wieder das Entsteinerungsauge. Gut. Jetzt kann nämlich der Robert... Genau. Jetzt packst du das dort irgendwie dran, dass das hebt. Sehr schön. Und gehst hier runter. Das ist mir zu wackelig. Der Stoßzahn steckt nur lose im Spalt. Aha. Okay, jetzt haben wir es schon. Zack. Vielleicht kann ich damit den Stoßzahn fester in den Boden klopfen. Yes, sir. Pass echt auf, dass nicht gerade alles runterbricht dort. Oh. Oh, okay. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ha. Okay. So sieht es aus. Ich habe es gewusst. Ich hätte es ihm gesagt, wenn ich dort wäre. Respektive, ich spiele ihn ja. Ich hätte es einfach nicht machen können, aber dann wären wir nicht vorwärts gekommen. So. Oh, das sieht aber schön aus hier. Oh, du kannst fliegen. Holla, die Waldfee. Was für ein Holla. Auftritt. Dankeschön. Ich fass es nicht. Vor mir steht der Thronerbe. Ich wusste, ihr würdet wiederkommen, euer Gnaden. Wegen dieser ganzen Thronsache. Ihr seid es. Ocario Boe Tonalis Septiman. Ja, das... Aquatromanius Pianoforte Ritardando. Okay. Robert reicht eigentlich. Staccateo, Flöter der Nase, Wächter des Nordens, Erbe des Throns und Oberorchester Blasmusikant der vier Winde. Das reicht. Okay. Der dritte. Wow, du bist es wirklich. Der dritte. Finde Robert schöner. Du kannst ruhig Robert sagen. Oh, Alles die klar, Stimme euer plagt mir Gnaden. immer noch. Ich bin Libretta. Aber du solltest vorsichtig sein. Wer eine Flötennase hat, ist nicht mehr sicher. Setz lieber einen Nasenschoner auf. Okay. Danke. Ich werde vorsichtig sein. Er hat sogar einen Nasenschoner Ich dabei. kann nicht glauben, Sehr dass du vor schön. mir stehst, euer Gnaden. Ich kannte dich schon, als du noch ein Baby warst. Ein ziemlich hässliches, wenn ich das mal so sagen darf. Boah, heftig, ey. Heftig. Was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert? Ich habe alles gezeichnet. Einer musste doch festhalten, was wirklich passiert ist. Falls es uns einmal, nicht mehr gibt. Oh. Weißt du noch? Du hast uns alle gerettet. Und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber dann warst du plötzlich weg. Und dann kam er. Die Leute dachten, wir wären die Bösen und dass wir die Basilen beschworen hätten. Und Conroy im letzten heldenhaften Kampf gegen uns gefallen wäre. Aber Conroy hat die Basilen gebaut. Ja. Erzähl das denen. Wir sind jetzt die Mörder Conroys und böse Basilenbeschwörer. Steile Karriere. Was? Ja, sie denken, Conroy hätte sie die ganze Zeit vor uns beschützt. Einige konnten fliehen.
Den Rest haben sie auf den Händen davongetragen. Seitdem... Es ist so still. Überall wehen rote Fahnen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Ich bin hier nicht sicher. Ihr seid hier nicht sicher. Also gibt es noch Flötennasen, die frei sind. Sie halten sich versteckt. Das hoffe ich zumindest. Ich habe von den anderen seit Jahren nichts gehört. Du hast nicht zufällig meine kleine Schwester gesehen? Ich bin alles, was sie noch hat. Nein, es tut mir so leid. Aber mach dir keine Sorgen, Libretta. Es gibt eine Prophezeiung. Die Sage vom Einklang? Ja, genau. Ich muss nur den letzten Windmönch finden. Dann kommt alles wieder in Ordnung. Ich muss auf die andere Seite Asposiens. Okay, hier fährt eine Seilbahn. Aber die ist schon lange kaputt. Ach, es gibt nichts, was man nicht irgendwie reparieren kann. Und dann It's a wir beide Point-and-Click-Game. Logisch kann man es Ich wusste, reparieren. du würdest uns helfen. Okay, gut. Dann würde ich auch sagen, für die erste Folge ist das hier genug. Und wir schauen in 3 Tagen weiter, was wir hier alles Schönes zu entdecken haben. Ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!